Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben heute einen guten Lauf, deswegen ziehen wir noch eine Story durch. Eine lustige Story, die wirklich sich so auch abgespielt hat, aber wieder mit Abziehen zu tun hat, wieder mit Betrug zu tun hat, und die will ich euch auch heute erzählen. Wo fange ich denn am besten an? Und zwar war das in Frankfurt gewesen, da habe ich damals gelebt. Ja, und sowas lassen wir mal alles weg. Also, mir ist ein Missgeschick passiert. Und zwar am Abend vorher. Kennt ihr noch diese Spiegelkasten? Ich habe da eine Zahnpasta rausgeholt, hatte meine Zahnbürste vorher nass gemacht gehabt. Wie gesagt, dann die Zahnpasta rausgeholt und dann ist mir das Ding runtergeflutscht, runtergefallen. Und kennt ihr diese Spiegel, also die so ein Kasten sind, wo man so den Spiegel aufmacht? Ich habe den vergessen zuzumachen, bin hochgekommen und voll hier den Cut gehabt, voll die gebrochene Nase gehabt. Ja, was willst du machen? Passiert halt, ne? Bin am Abend zu der Uniklinik gefahren, Notaufnahme. Ja, was ist los? Hat mir noch so die Nase. Ja, ich hatte einen Unfall im Badezimmer und da ist mir die Nase gebrochen. Und der Arzt dort noch so, macht noch so. Der war im Glauben, dass was anderes der Grund sein wäre. Und als das Röntgenbild gekommen ist und dass es ein glatter Cut war, war das wirklich, ja, sagte er, den Spruch werde ich nie vergessen. Er hat am Tag 10 gebrochene Nasen. Einer erzählt davon die Wahrheit, dass es wirklich ein Unfall war und ich wäre das an dem Tag gewesen. Ich sollte am nächsten Tag zu Nachuntersuchung kommen und das habe ich dann auch gemacht. Und während ich dahin gefahren bin, und jetzt kurz nochmal zurück zu der Story in Stuttgart, weil ihr wisst, das mit dem AMG und der Typ, der sich dann irgendwann nicht mehr verpflichtet fühlte, ein bisschen mitzumachen, damit ich dieses Kapitel endlich mal abschließen konnte, dieses rumänische Pärchen, wisst ihr, mit denen die wohlhabend waren. Und zwar habe ich ja freiwillig auf die Polizei auch verzichtet. Das war ein schwerwiegender Fehler, gebe ich ja zu. Und das wird mir ja auch so nicht mehr passieren. Auf jeden Fall, das Auto hat ja einen Schaden gehabt und viele Kilometer gehabt. Und ich wollte das Auto auch dann verkaufen. Entschuldigung. Und auf dem Weg zur Uniklinik in Frankfurt hält ein bulgarisches Auto neben mir an. Herr Kollege, du verkaufen. Willst du verkaufen? Ich so, ja, klar, verkaufen ist gut. Ne? Wie viel? Kurz den Preis hin und her. Und die Story in Stuttgart, die war ja 1,5 Jahre vorher gewesen. Das war noch in der Corona-Zeit gewesen. Und ich war da wirklich bis am Ende gewesen, weil es war schon servicefällig gewesen. Es war schon der TÜV kurz vorm Ende gewesen. Und ich wollte das Auto auch loswerden. Ne? Ich hatte einfach zu viel Kilometer drauf. Ich glaube 280.000 Kilometer hatte ich da schon drauf gehabt, wo ich das Auto mit 40.000 gekauft habe. Das seht ihr mal, wie viele Kilometer man auch gemacht hat. Und dementsprechend passieren natürlich auch viel mehr Unfälle oder viel mehr Dinge als jemand, der, was weiß ich, in der Grünberger Straße wohnt oder Licherstraße und bis zur Arbeit in die Innenstadt fährt oder was weiß ich, irgendwo anders hin. Ja, dass diese Leute natürlich nicht viel Kilometer machen und nicht viel passiert, kann ich mir gut vorstellen, dass die in 10, 15 Jahren keinen einzigen Unfall hatten. Naja, kommen wir zu meiner Story zurück. Kurz den Preis ausgehandelt und dann sagte er auch schon, ja, dann heute Nachmittag kommt sein Sohn vorbei und wird das Auto auch direkt nehmen. Habe ich gesagt, wow, das ist aber wow, verkaufen to go, weißt du, Autos to go verkaufen. Es war wirklich so gewesen, er rief mich am Nachmittag an, nachdem ich bei meinem Termin war ich daheim gewesen, kam sein Sohn und 2 seiner Cousins kamen vorbei. Und jetzt genau zuhören, macht niemals diesen Fehler, niemals, hört gut zu. Die kamen, der Preis war schon ausgehandelt. Versuchte noch so mit diesem kurdischen Bra und teilweise auch AB, komm 50 Euro, 100 Euro und so weiter. Und wenn der Preis fest ist, ist er fest, ganz einfach. Auf jeden Fall kam es dann irgendwann so, ja, wir wollen das Auto ja direkt mitnehmen, obwohl man eigentlich als Autohändler diese roten Kennzeichen haben sollte, hatten sie keine dabei. Habe ich gesagt, ja, das ist nicht mein Problem, das ist euer Ding. Ne? Sagt er so, ja, lass doch bitte die Kennzeichen einfach so mit gebrochen, ich sag's jetzt im normalen Deutsch, lass doch die Kennzeichen dran, damit wir gleich das Auto mitnehmen können.
Nach langem Hin und Her und ich denke so, ja, komm, in Ordnung, aber ihr meldet es dann auch wirklich morgen ab, ne? Ja, aber 100%, Wallah, ne, Wallah, ja, wenn Leute schon Wallah sagen müssen, dann wisst ihr, haltet ganz weit Abstand. Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, nimmt's mit. Die sind damit gefahren, ich habe in Maintal gewohnt, die sind über die Hanauer Landstraße gefahren, Hanauer Landstraße Richtung Frankfurt, da wo das, wenn ihr da bei diesem Mr. Car Wash vorbeifährt Richtung Innenstadt, kommt ja diese große Kreuzung. Ne? Rechts geht es zum Riederwald, Bergen-Enkheim, links geht es auf die Autobahn, geradeaus geht es runter, wo man dann an Porsche und Land Rover und sowas vorbeikommt. Ne? Auf jeden Fall, da wurden die schon geblitzt. Alter, ich denke mir so, das habe ich aber später erfahren, ne? Da wurden die schon geblitzt. Ich habe jetzt mal kurz vorgespoilert. Ich warte am nächsten Tag, dass eine Bestätigung kommt. Ja, wir haben das Auto abgemeldet. Nix. Am zweiten Tag nichts. Am dritten Tag. Ich habe ja die Kennzeichen. Ich muss ja die Kennzeichen haben. Ne? Vierten Tag, ich renne denen über 1,5 Wochen hinterher, jeden Tag. Und ich rufe den irgendwann, der Vater ist in Bulgarien dann gewesen, dann rufe ich den Sohn an. Ja, was ist denn los, Alter? Ich bin doch korrekt zu euch gewesen. Warum benimmt ihr euch so scheiße? Warum? Weshalb? Wieso? Ich habe gesagt, am nächsten Tag, jetzt sind 1,5 Wochen rum, fast 2 Wochen. Und die fahrt mit meinem Kennzeichen rum auf meinem Namen. Sagt er, ja, sein Cousin hat das Auto, er weiß nicht, was der Hurensohn macht. Und so, ich muss mir vorstellen, der sagt zu seinem eigenen Cousin, der Hurensohn. Ja, keine Ahnung, ob das denen ihre Masche ist, dass die das einfach so darstellen. Irgendwann habe ich gesagt, alles klar, dann macht ihr nichts, dann gehe ich zur Polizei. Alles klar, dann schalte ich Anzeige. Weil ich hatte ja noch ihre Namen gehabt und so auf dem Kaufvertrag. Ne? Sicher ist sicher. Das war mein einziges Glück gewesen, dass mit dieser Drohung zur Polizei zu gehen, dass die dann wirklich dann das Auto abgemeldet haben. Aber ich habe in der Zwischenzeit, in diesen knapp 1,5 Wochen, einen Punkt bekommen dafür, dass der Vollidiot über Rot gefahren ist und geblitzt worden ist. 2 Strafzettel habe ich bekommen. Und das kommt dabei raus, wenn ihr euch korrekt verhaltet. Und deswegen habe ich ja zu euch auch gesagt, ich bin nicht in dieser Betrugswelt. Verarschen, betrügen, abziehen, klauen, verarschen. Ja, guten Herzens habe ich gesagt, ja, okay, alles klar, ist doch kein Problem. Wenn ihr das Auto dann mitnehmt und euch korrekt verhaltet, von mir aus müsste es nicht heute sein, dann macht es morgen bitte. Von mir aus hätte es auch übermorgen sein können, ja, wenn irgendwas gewesen wäre. Aber nein, du rennst den jeden Tag in der, und die haben auch wie diese Scheißleute immer eine Ausrede. Dieser Bastard, weiß ich nicht, der Hurensohn meldet das nicht ab und keine Ahnung, wo der Cousin ist, dann der Vater und was weiß ich. Bis du erst drohst, und das ist halt das Gute doch ein bisschen in Deutschland, dass du die anzeigen kannst wegen Betruges. Das ist so irgendwie das einzige Gute daran, weil sie ja doch dann eine Firma haben und dann lieber doch nicht. Und dass sie sich dann erst in Bewegung gesetzt haben. Aber einfach sich mal korrekt verhalten, einfach mal hingehen und sich einfach, verdammt nochmal, einfach das Auto abzumelden. Wie man es ja auch mal besprochen hatte. Einfach mal fair sein, einfach sich gerade benehmen. Nein, nichts. Ne? Und das machen die nicht nur einmal, das machen die bei zig Menschen. Fahren auf denen Kosten durch die Gegend, sind noch zu blöd dafür, zu doof dafür, werden noch geblitzt hier und da und. Ja. Kannst auch nichts dagegen machen, weil du hast ja das Auto denen gegeben. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe den Punkt bekommen, ich habe auch diese Strafen bezahlt. Ja. Aber ich war auch irgendwo froh gewesen, das Auto so schnell losgeworden zu sein, was sich ja so lange hingezogen hat, weil mein super Anwalt ja in den 1,5 Jahren, wo er mir jeden Monat erzählte, damals, ne, du weißt, wen ich meine, ja, ich schreibe dir mal an, stellt sich heraus, der hat in 1,5 Jahren 2 E-Mails geschickt. 2 E-Mails in 1,5 Jahren, das ist die Arbeit von einem Anwalt. Was der dafür bekommen hat, ne? Deswegen, Freunde, nochmal, fotografieren, Fotos haben, Ausweis sich geben lassen. Entschuldigung, Ausweis sich geben lassen, denen ihre Sachen aufschreiben, eure Kennzeichen nehmen, Auto abmelden. Wenn die das Auto haben wollen, dann ist das denen ihr Problem, wie sie das transportieren. Das ist nicht euer Problem. Macht diese Fehler nicht. Also ich, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich, weiß ich nicht, glaube 33, 32, bin erst 40, 39 Jahre alt. Ihr seht, auch ich lerne immer noch dazu. Ich sage auch zu meinen Geschwistern oder auch zu meinen anderen Mitmenschen, Freunde, Bekannte, wenn ihr aussteigt, hofft nicht auf das Gute, macht sofort ein Foto.
erstmal immer das Kennzeichen fotografieren. Ihr seid damit immer erstmal auf der sicheren Seite. Ja? Es wird einfach verarscht, es wird belogen, es wird betrogen, es wird abgezogen. Was soll ich euch noch sagen? Macht nicht die Fehler, die ich gemacht habe. Viel Spaß beim Video zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet etwas davon mitnehmen. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Ari7373. Bleibt stabil, bleibt gesund. Kommt immer nach Hause an.